Das würde ich ganz kurz erklären. Also ich war in den letzten, oder mache schon länger Veranstaltungen und da ist eigentlich recht viel Alkohol geflossen und ich habe auch selber relativ viel Alkohol getrunken. Und letztes Jahr war ich relativ oft erkältet, mir ging es nicht ganz so gut gesundheitlich und dachte mir, okay, für das neue Jahr musst du dir was vornehmen, weniger Alkohol und die Ernährung ein bisschen umstellen. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Jonas zusammen feiern gegangen, weil er tatsächlich selber gar keinen Alkohol trinkt, schon seit Jahren. Und ja, wir sind dann zusammen losgegangen, ohne Alkohol, sind feiern gegangen bis in die Morgenstunden, haben getanzt, haben uns super amüsiert und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, alkoholfrei feiern geht auch. Also ich muss dazu gestehen, am Anfang war es ein bisschen komisch für mich. Ich bin nicht sofort in den Flow reingekommen, hatte nicht ganz so viel... Ich muss gleich mal ganz kurz unterbrechen. Ich höre gerade besser in das hier sprechen. Okay. Ich glaube einfach mal der Eva, das kannst du das am besten runterlegen. Einfach. Okay. Das gab es gar nicht, das Mikrofon. Genau, das heißt, am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass es gewisse Vorzüge gibt beim alkoholfreien Feiern. Die gibt es definitiv. Man ist danach nicht so betrunken. Das ist, man hat keinen Kater. Aber wer fühlt sich von so etwas angesprochen? Also welche Leute gehen jetzt dahin? Außer dir jetzt, der seit Jahren keinen Alkohol trinkt. Ja, willst du antworten? Ich kann gerne antworten. Wir haben natürlich die, so wie mich, die wirklich auf Alkohol verzichten und trotzdem viel Spaß haben. Wir sprechen aber ganz unterschiedliche Leute an. Das heißt, klar sprechen wir auch die Veganen an, die wirklich auf die Ernährung achten und gesund leben wollen. Aber wir sprechen auch, und du bist herzlich eingeladen, auch die an, die es gewohnt sind, Alkohol zu trinken, aber die Bock haben auf etwas Neues. Denn wir bieten ja nicht nur Smoothies bei uns an, sondern wir bieten ja wirklich eine außergewöhnliche Location an. Das heißt, jetzt ist es ein Industrieloft mit Backsteinwänden, 8 Meter hohen Decken. Wir haben mehrere DJs, wir haben ein Aroma-Jockey. Ich weiß nicht, ob ihr was unter euch vorstellen könnt, oder ein Aroma-Jockey. Nein. Er mixt Öle. Platten auf. Ja, so ein bisschen. Er mixt Öle, Kräuter und Früchte zusammen und bringt sie dann mittels Ventilatoren und Kochplatten auf die Tanzfläche, sodass du während des Tanzens durch den Geruch, den er erzeugt, sozusagen berauscht wirst auf eine natürliche Weise. Genau. Smoothies haben wir. Wir haben 2 Getränke noch mitgebracht, die außergewöhnlich sind. Wir haben jetzt zum Beispiel Spiruli. Das heißt, wir haben uns bewusst dazu entschlossen, gegen eine Cola, gegen eine Fanta, gegen eine Sprite, die wird es bei uns nicht geben, Wahnsinn. Sondern also, wirklich... Eine letzte Frage noch. Also wenn ihr sagt, die Partys, die sind besser für Leute, weil man keinen Alkohol trinkt etc. Aber wie ist das am Ende? Weil man hat ja manchmal das Gefühl, bei Alkohol, dann fallen so ein bisschen die Hüllen und dann geht es so ein bisschen locker reinher. Habt ihr das Gefühl, das funktioniert trotzdem oder merkt man manchmal, dass es ein bisschen braucht, bis die Party losgeht? Ja, also wir haben ja die erste Party Mai gehabt, die war auch relativ schnell ausverkauft, das heißt, die Nachfrage ist da und die Leute sind auch bereit, sowas auszuprobieren. Wir waren einmal überrascht darüber, wie viel positive Zuspruch wir hatten für diese Veranstaltung und dann waren wir wirklich auch überrascht, wie gut die Stimmung war auf der Party. Das heißt, die Leute haben getanzt, Leute haben sich unterhalten, es war eine gute Atmosphäre in dem ganzen Raum, also wirklich durchaus positiv und das beantwortet für uns, dass man auch... Ich muss einmal jetzt hier unterbrechen, weil sonst ist die Sendung gleich vorbei. Wir wollen ja noch sagen, wann diese Party stattfindet. Ja. Also am 19.09. mit einer durchaus positiven Atmosphäre in der Halle... X-Post Loft in Köln, genau. X-Post Loft und das könnt ihr auch natürlich auf der Internetseite wahrscheinlich detoxnight.com